Liebe Freundinnen und Freunde, für dich will ich wirklich ein ganz großes Merci sagen, mit 84% von den Stimmen rumgewählt zu gehen. Das ist ein Resultat, was ich mir ehrlich gesagt selber nicht erwartet hat. So, all denen, die für mich gestimmt haben, so ein ganz großen Merci. Ich werde probieren, auch an den nächsten Wochen am Montag bis zu der Wahl von 2014 das Vertrauen, was sie an mich gestochen haben, nicht zu enttäuschen. So, aber alle Guten denen, die nicht für mich gestimmt haben, so nicht Merci, weil das sind ehrlich Wahlresultate. Das ist ein Wahlresultat, das darauf hinweist, dass nicht für ihn an der Partei mit der Erde weiß, wie ich die Sachen heinz zu machen, d'accord sind. Und das ist dann auch Ursporn, für zu gucken, die Arbeit noch besser zu machen, wie man mengen an den letzten Jahren an der Partei gemacht haben. Ich werde dich aber etwas versprechen, besonders die, die mich kennen, wie als Staatsminister seit schon über 30 Jahren. Ich werde mich nicht ändern. Wie der 1991 gebraucht hat, als Minister für die Pensionsreform am öffentlichen Dienst zu machen, dann habe ich es gemacht, am Ende von der Partei. Auf Wunsch von Jean-Claude, dem als Staatsminister noch heute nach. Wieder 2008, das war auf Wunsch von José Jacobs, gebraucht wird für als Partei ganz penibler Diskussionen mit Steh von der Euthanasie, de Grof vom Trupp dahin zu bringen, wo zwei Außenmeinungen als dividiert tun, und ich doch gemacht. Die zwei Diskussionen da haben nicht zu meiner Popularität beigetragen. Ich habe sie gemacht, weil ich von daheim aus gelehrt zu gehen, dass von den anderen Partei denkt, auf was für ein Niveau auch immer. Ich muss gucken, für die Partei nicht die kurzfristigen Intérêt mit den langfristigen Intérêt zu sichern. Und das verspreche ich als Parteipräsident. Und auch wenn ich heinz so kritisch bin, und auch wenn ich den einen oder den anderen mal heinz so vielleicht nicht so uphaken, wie es verdient wird. Wir gucken nicht nur nur die Wahlen von 2014. Wir gucken als Partei auch an Zukunft, ob in Lützeburg, was wir auch noch an den Jahren 2020 und 2025 wollen weiterentwickeln. CSV hat an den letzten Jahren und Jahrzehnten immer bewiesen, dass an den Momenten, wo es schwierig ist, dass sie da ist. Und mit mir und mit den Kollegen am Nationalkomitee werden an den nächsten Wochen am Ende gesehen, dass wir auch die Herausforderungen, die sich losstellen, und ich komme dann ein paar Minuten auf den Detail zurück, werden probieren zu meistern. Ich freue mich, liebe Freundinnen und Freunde, auf die Zusammenarbeit mit Laurent Seimer als neuen Generalsekretär. Auch wir kennen uns schon ganz lange. Ich war ein von denen, die relativ sehr noch mir Präsident von der CSJ. In seiner Zeit ein bisschen einen anderen Weg gegangen und heute dezidiert voll durchzustarten. Ich kenne den Mensch und ich kenne seine Idee. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Laurent eine richtige Bereicherung wird an unserer Partei sind, auf dem ganz wichtigen Posten, das ist der wichtigste Posten, den wir an der Partei haben, der vom Generalsekretär von unserer Partei. Laurent, ein gutes Zusammenarbeit. Und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Herrn Schwilmes, weil der Herr Schwilmes als Präsident von unserer Jugend, das ist ein junger Kerl, den als Ersten seit bald 25 Jahren die Chance hat, für den können Kümül von Präsident von der CSJ an Deputierten zu drohen. Der Jean-Claude Juncker hat an den 70er Jahren schon probiert, an den 80er Jahren auch an der Partei ran, die Stimmen von der Jugend ran zu drohen, auch noch einst einmal, die Stimmen von der Jugend nicht 100% konform zu der Linie von der Partei noch außen zu vertreten, überall da, wo es wichtig ist, dass die Jungen eng Stimme noch außen weisen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es herrscht an der Position die Kombination zwischen Deputierten und Präsident von der CSJ als an den nächsten Monaten und Jahren ganz groß Dingste am Ende von unserer Partei kann und noch wird leisten. Und ich freue mich sehr, mit dir darüber weiter zu schaffen.
so ein Merci, weil der neue Nationalkomitee als lo gestimmt. Kollegen sind do, die meisten von ihnen kennen möchten, sind nicht ganz viel Changementer sind kommen. Das ist der Moment für einfach zwei Leute Merci zu sagen, die am nächsten Nationalkomitee nicht mehr Werte machen. Den einen ist nach am Nationalkomitee mehr eine andere Funktion. Und das ist den Spalze Mark. Und ich gebe Dr. Wimodert bitten, von der Serge der Kado Europabrucht hat, an Nummer von uns alle Guten, der Mark, ein ganz, ganz großes Merci für 2,5 Jahre gut zusammenarbeit zu erreichen. Am Merci geht den Europäer vun der Reichter Stonn, den als en donneschen Nowen mat gedeelt huet, dat den no 50 Joer Ball aktiver zu Summe geheierechkeet an eiser Partei, ausser dat Mandat als wat den Avis huet als Member am Conseil National, net mir am nächste Nationalkomitee wëll sitzen, an dat als een Ehre Staatsminister de Jacques Santer. De Jacques Santer huet am Lafe senger ganz langer Karriere an eiser Partei quasi parteiintern all Posten emol gehat, die et kann ginn. War beigeordnete Generalsekretär, war Generalsekretär vun der Partei, war eichte Fraktionssekretär vun der Fraktion an den 60er Joren, war General, war Sekretär d'État oder Staatssekretär, war Minister, war Premier, war Präsident von der Europäischen Kommission, war Europadeputéiert, hinaus seit 1965 Member an unserer Partei. Kriegt den 19. Mai feierte seg 75 Joer an huet gemengt, dat Givelo Domader wäret, dat dann Jacques wirklich vun uns alle Götten. Ein ganz, ganz große Merci, was du über Jahrzehnten für als Partei gemacht hast. Last but not least will ich dem Herr Peter Altmaier Merci soen fir sengeriert. Ich weiß nicht, ob es dir nicht so gegangen als wie mir. Mit dem heinst du gut zu gesinn aus dem Ausland op Lützeburg ran. Was für eine Chance dat man hun als Kleinland mit all den großen an dem großen Europa können Matze schaffen und nicht können Matze schaffen. Mir eng Stimme zu hunn. Überall do, wo es zählt, huet Lützeburg eng Stimme. Herr Altmaier, so nicht vielmals Merci für das, was aus dem Neue gesagt hat, weil es vergisst den Heinz do. Als Lützeburger, was für eine privilegierte Situation, dass wir als Land, was quasi op de Quadratkilometer so groß ist wie Saarland hun, dass wir dürfen sukzessiv an den letzten 50 Jahren durch als Staatsministerin vertruden, durch als Ministerin vertruden und den ganz großen Decisionen an Europa dabei sind. Vielmals Merci für Ihr Kommen.
an hullte Mannegret vun Eiser noch ihrer ganze Ekipp am Saarland als best Gräismat, am mir hallen Daumen, dass der 14 Deeg bei ihre Wellen Ried ausgeht, dass der echt Zeit geholt bei euch zu kommen, de Moien op schon der am Wahlkampf sinn honoriert de Stöbel. Vielmals merci. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir Zukunft, die zu Lützeburg an den nächsten Monaten, an den nächsten Jahren noch bei uns wird durchkommen, gucken, da gesagt dass wir an einer Welt leben, die dreht, die immer mehr sehr dreht. Und ich weiß nicht, ob ihr nicht dort Gefühl habt, an dem heutigen Dossier, wie ich tun, dass da die Impression hat, dass geopolitisch, weltpolitisch, die Welt am Gangen ist, sich an diesen Jahren zu verändern. Amerika ist nicht mehr inkontestiert Land Nummer 1 auf der Welt. Den relativen Impact von Europa, den hält an der Welt, die immer mehr groß wird, immer mehr globalisiert wird, den hält auf. An die Krise vom Euro, die viel nach einer gewissen Zeit nicht für möglich gehalten hätten. Und der Monde, notamment par rapport zu den Chinesen, für den Euro zu helfen, für uns auf die Sprünge zu kommen. Die mussten ein deutliches Signal für uns alle gute Sinn, dass die Welt am Gangen ist, an eine Richtung zu bewegen, wo wir heute noch nicht können aufschätzen, in welche Richtung das geht. Wenn man die Geschichte von der Menschheit analysiert, da sind nicht immer Changements gehen. Zivilisationen, sie kommen, und Zivilisationen, sie gehen. Länder waren Urwen, und dann sind sie untergegangen. Aktivitäten sind abgerichtet gehen, und sie sind dann verschwunden. An dem Moment davon, Changements, von neidischen Neuorientierungen, prallt das Gewissheit, die Notwendigkeit, dass sie sich matt entwickeln muss, für das sie nach der Bayern an Zukunft allerdings ob Gefühl bei vielen von Leuten von Unhalen. Das Unhalen, was den erreicht hat, das Unhalen, wo ihn ist, das Unhalen an dem Environnement, an dem ihn sich bewegt. Weil die Leute, das, was sie tun, kennen, sind sie ganz oft ganz retizent, für etwas zu changieren. Zu changieren oder für sich etwas weiterentwickeln zu lassen. Wir waren, liebe Freundinnen und Freunde, 34 Jahre nicht entschlossen als Partei den Neuaufbau von Lützeburg gestaltet hätten, da wären wir sicher heute nicht da, wo wir heute sind. Aber wir sind noch in einer Situation, wo wir neu gestalten müssen. Nicht alles weggehauen. Aber wo wir gucken, wo wir uns abmachen, wo wir diskutieren mit denen, wo wir das Land auf eine andere, auf eine neue, auf eine sich weiterentwickelnde Basis wollen stellen. Weil den Blick an die Geschichte, an die Geschichte von der Menschheit weist, dass überall da, wo keine Entwicklung mehr ist, überall da, wo nicht probiert wird, mit sich weiter zu entwickeln, da hält irgendwann ein Kehr, hält ob. Da bricht die Entwicklung dann irgendwann wie ein Tsunami, brichten über eine Gesellschaft, brichten ran. Aber wenn ein Tsunami kommt, das hat auf der Television gesehen, da bleibt nicht ganz viel stehen. Und den Tsunami, den wollen wir nicht, den wollten wir nicht als an der Geschichte von der CSV, und den wollen wir auch nicht an den nächsten Monaten und Jahren über uns gehen lassen. Ich wollte über 3 Sujets mitten nach die mir prinzipieller Natur sind, an die uns werden an der nächsten Woche relativ sehr beschäftigen, ein paar Sachen so. Das eine, das ist die Schulreform, das ist ein Protest gegen die Schulreform angekündigt für den 22. März. 22. März, das ist diesen Monat, über die Pensionsreform, das ist ein Protest annonciert gegen die Pensionsreform von der Regierung für den 19. März, auch das aus diesem Monat. Und ich wollte auch ein paar Sachen über das Staatsbudget und über den Equilibre sagen. Da ist der Protest noch nicht vom Dach her annonciert. Aber wenn ihr wisst, was dabei durchkommt, machen wir uns da nicht ganz viele Illusionen, dass auch da Retizenzen werden, ob uns durchkommen. Erst zu den 3 Sujets kommen.
kurz aber nach ein Keier zwegem Sujet, den an den letzten 14 Tagen für viel Opregung am Land gesucht huet, auch für viel Opregung an unserer Partei gesucht huet, wo ich klar und deutlich nach ein Keier will dat so, was ich letzte Samsten am Leitartikel vom Profil geschrieben hun. Et gehen wesentlich mehr wichtig Sujeten, dat se schiet für immer, mit dem ich darüber schwätzen, mit das aber kaum Sujet, über den mehr diskutiert gött wie den. Und dafür ist es mir wichtig, dass die Leute wissen, wie die Meinung von der Partei ist. Das ist nicht so, wie der zuständige Minister behauptet, dass Schiedverein die seiner Meinung nicht wie, dass die für den Status quo wie. Er hat allerdings begünstigt durch eine Reihe von Phänomenen, die ich nicht will kommentieren. Fertigbrot, Doberhoheit an der Presse mit der dote Meinung au Detriment von unserer Partei an einem gewissen Moment zu kreieren. Das ist nicht so, dass der CSV für den Status quo will anstehen. Das ist so, dass wir an 2009 angefangen eine Analyse gemacht haben über die Situation und dass wir noch lange Gespräche zur Konklusion kommen sind, inhaltlich, dass wir an diesem Moment den radikalen Schritt für von 100% die eine Seite auf 100% eng einerseits willen zu gehen, dass man den an diesem Moment nach nicht wollen matt gehen. Das ist aber ganz klar Position von der Partei, dass an den nächsten Monaten und Jahren wesentlich mehr Plätze, und zwar ganz viele Plätze müssen entstehen, für die Leute, die nicht fümmen, an die Haut nicht können an den Bistro gehen, ohne dass sie gesundheitlich oder was den Komfort anbelangt, ob hier kommen. Die müssen an den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zu ihrem kommen. Nimmen so können wir nirgends nehmen von zwei Situationen, die Leute betreffen, aber wo wir aber auch nicht wollen von einem der auf den anderen, die Leute, die 25%, die zu Lützeburg fümmen, einfach ausschließen aus dem ganzen sozialen Leben. Dafür sind wir zur Konklusion gekommen als Partei, dass wir eine Lesung wollen ausstreben, für zu gucken, nirgends nehmen von den zwei Möglichkeiten an den nächsten Wochen am Montag zu erreichen. Wir sind zur Konklusion gekommen, dass zu Lützeburg nach nicht alles so wie, dass in den Dibbelchen total umsprangen lässt. Wir sind der Meinung, dass über Mesure positiv, dass über Responsabilisierung, dass über Abwandlung von der Gemenge notamment Materien Kompetenzen am Gespräch mit dem Sektor zu einer Solution kann kommen, die den Wunsch an die Bedürfnisse von den engen, auch von den anderen Leuten an unserem Land entspricht. An den Unmut, den wir auf der Kant ausgedrückt haben, lässt fort, dass ob schon mal dem Koalitionspartner, dem Minister, über 2 Jahre gesagt haben, dass es nicht keinen Sinn, dass ein Projet de loi auf den Instanzenweg gehen, der konträr wäre zu einer Decision vom Nationalkomitee von der CSV vom 3. Dezember 2009, an dem Koalitionspartner mitgedreht ist, mal irgendwann einkehr konfrontiert zu gehen, ohne dass die Diskussion, dass die stattfand hat, an eine gewisse Richtung zu gehen. Glätten, Wogen werden sich an dem heutigen Dossier glätten, wie an allen Dossieren auch. Was sicher ist, dass das Gespräch wird stattfinden. Wir werden an dem Gespräch werden wir dem Minister sagen, dass wir auf der Form, an Umfang nicht 100%ig mit dem d'accord sind. Und wir werden mit ihm zusammen und mit all den Leuten, die mit diskutieren, Solutionen sichern für das Ziel, was ich euch gesagt habe, für das zu erreichen. Erreichen wir das Ziel nicht, und auch das habe ich gesagt und geschrieben, an einem raisonnablen Delay, den wir uns bei 2 oder 3 Jahren könnten vorstellen, erreichen wir das Ziel nicht, was wir heute nicht tun, und nicht mal aussatzweise haben, dann ist es ganz klar für uns an der Partei, dass wir in 2 oder 3 Jahren dann werden an eine andere Solution mit rübergehen. En attendant, probieren wir am Dialog, an der Diskussion mit den einzelnen Partnern an eine Situation zu kreieren, die à la Satisfaction von den engen und von den anderen ist. Und die wird der Parteipräsident auch nicht mehr hören, an den nächsten Wochen sich zu dem dritten Sujet äußern, das man das gemacht hat, wie an einer Koalition normal soll funktionieren. Jetzt setzen sich für Tisch eins, und da geht immer einer Position von der Koalition an die Öffentlichkeit heraus. Das ist leider an diesem Dossier nicht gegangen. Wir werden gucken, konstruktive Gespräche
mit dem Minister zu einer Solution zu kommen, die sowohl seinen Aspirationen wie auch der großen majoritären Meinung von den CSV-Parteiorganen entspricht. Und dann komme ich zu den Sachen, die mir wesentlich mehr Humor leihen, weil sie mehr grundlegend sind, weil sie mir wichtig sind, weil wir relativ sehr wertig sind, auch an der Partei, dass man nach Diskussionen Werte kriegen. Ich fange nun mit der Schulreform. Das wäre so einfach für uns als Partei, mal aufzuwerten. Der Boxmatch, den am Garen ist, zwischen einer Minister, die nicht an unserer Partei ist, an einer ganzen Reihe von Intervenants, die an anderen Schule am Gange sind, sich mit der Reform auseinanderzusetzen. Das wäre einfach für uns. Aber man wäre wie andere Leute, die wir das so machen. Aufwerten, mal lauschen, und da just für der letzte rum, an die Ringe ranklammen, weil wir schon wissen, in welche Richtung das geht, und uns dann an die Richtung ran bewegen, die sich dann da rausgeht. Meine Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht, da weiß, wie wir an der CSV gewinnt sind, Politik zu machen. Weil wir können uns die großen Veränderungen, die sich an der sozialen Struktur, am sozialen Gefüge von unserem Land an den letzten 10 Jahren ergeben haben, und hauptsächlich an den letzten 10 Jahren ergeben haben, nicht entziehen. Wir müssen wissen, dass heute ein Kampf an der Primärschule geht, zu Lützeburg, 50%, ne Altmaier, der kann exzellent Französisch, wie ihn als gewissen hat. Mit 50% von den Kindern, die mit 6 Jahren an die Schule gehen zu Lützeburg, die schwätzen heute weder Lützeburgisch, noch Französisch, noch Deutsch. Die kommen aus Familien, die keinen von denen 3 Sprachen beherrschen. Und dafür müssen wir, ob wir es wollen oder nicht, müssen wir ein Schulsystem auf die Weg setzen an den nächsten Jahren, denen da lebt, dass jeder zu Lützeburg, jeder, egal aus was für einer Schicht das können, egal aus was für einem Environnement das können, die Möglichkeit hat, eine Schule zu besichern, die ihm die Chance gibt, auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Eine Schule, die nicht daran besteht, für zu sagen, ich muss 90% von den Kindern ein premieres Diplom geben, den dann nicht wert ist. Aber eine Schule, die daran besteht, für die Kinder eine Bagage, eine solide Bagage, mit auf den Weg zu gehen, den nicht hinterlebt, noch am Leben, also Wissen, und als erwerbstätig Fuß zu fassen. Das ist die Herausforderung, die wir uns müssen stellen, wissend, dass auch an der Formation sich vieles geändert wird. Wir liefern Kinder nicht mehr alle Guten an einem Park gemeinsam auf. Es sind heute ganz verschiedene Formationen, die müssen gemacht gehen. Und weil wir ganz viele verschiedene Formationen müssen machen, müssen wir wesentlich als Schule auch mehr abmachen für die Leute, die neben der Schule am Anfang die sind, die durch Not Kinder Arbeitsmarkt an Empfang holen, für ihnen einen Arbeitsplatz zu geben. Wir müssen mehr reaktiv sein, wir müssen mehr schnell gehen, wir müssen nicht fertig bringen, dass die Monte vom Arbeitsmarché, dass die an der Schule auf eine normalerweise rumfahren, weil machen wir das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, da kommen wir an eine Situation immer mehr, dass den Arbeitsmarkt, dass den sich wird, die Arbeitnehmer, die ihr braucht, auf anderen Plätzen wird sicher gehen, an das Ausland wird sicher gehen, an die Leute, die wir bei uns an der Schule herauskriegen, dass die keine Arbeit werden verdienen. Und dafür haben wir eine Arbeitsgruppe gemacht. Und so dem Tessi Scholtes einen ganz großen Merci schon an einen ganz großen Respekt. Also jungt, neid, dass es sich an so ein Dossier herangeknallt wird. Wir haben eine Arbeitsgruppe an der Partei, haben wir gegründet, wo wir jung geholt haben, aus unseren Reihen, den Arbeitsgruppe ist am Gang auf 3 Niveauen zu schaffen. Ich habe nicht viel gesagt, wir müssen den Bilan machen vom Primär. Wir kommen nicht der letzte Bilan zu machen vom Primär, weil wir nicht so am Mem sind, eine proper Formulation für den Sekundär, für die zu formulieren. Aber wir müssen noch Niveau von der Formation professionell müssen wir wissen, dass wir neu wehren müssen gehen. Ein Zwischenrapport von dem Arbeitsgruppe, den wir haben, der wird am nächsten Nationalkomitee nach 4 Ende vom Monat kommen. Und wir werden dann der Minister termingerecht, so wie von uns gefragt, nicht ein Aufso oder ein Zoso, mehr das, was wir an der Gremie von der Partei noch eine Diskussion, die wir am Nationalrat nach werden zu feiern haben. Die Meinung zu den Vorschlägen, wie sie lo um das schleien, werden wir hier dann
mat deelen, also wie ich sie kennen, so wie ich sie kennengeleiert hun an all den Joren a Jahrzehnten, wird sie sich net enger Diskussion verschleessen, van CSV Veränderungsschlei, Verbesserungsvorschläge wird man an eng Reform raffleise, wo man gemeinsam Objektiv hun. Ein gemeinsames Objektiv dat besteht daran, für das man als Kanner eng meses gut Ausbildung auf allen Niveauen können gehen. Und dafür wollen wir kein Gesamtschule. Wir wollen nicht an ein System herangehen, wo man Kanner immer mehr lang eigentlich bei ihnen halten. Wir sind au contraire echt der Meinung, dass ich muss gucken, das Schulsystem so zu organisieren, dass man eben die einzelnen Leute mit ihren einzelnen Möglichkeiten, diese hohen Materien, mit ihren Plusvaluen, die sie können bringen, da aufzuliefern, wo sie eben gebraucht gehen dürfen, oder wo sie eine raisonable Chance haben, an den Arbeitsmarkt zu kommen. Und die Ausbildung kann nicht dieselbe sein für eine Person, die um 7. Schuljahr oder um 9. Schuljahr rauskommt aus der Schule, par rapport zu einer Person, die auf die Universität soll weitergehen, die noch 3 oder 5 oder 7 Jahre Universitätsstudien nach muss machen, für dann auf einen anderen Platz an der Gesellschaft hier einen Beitrag zu machen. Das ist nicht, dass wir der Meinung sind, den einen, den als mehr wert wie den anderen, den einen als Mann wert wie den anderen. Das ist einfach die Notwendigkeit, die wir haben an einem Land, für auszubilden auf verschiedenen Niveaus, für das wir auch nur auf allen Niveaus Leute tun, die Geschenke von unserem Land können feiern. Das ist an dem Sinn, wo wir die Schulreform werden machen, wo wir sie werden begleiten, wo wir mit ganz vielen Leuten am Gange sind zurzeit zu schwätzen, wo wir der Regierung für mit vom nächsten Monat die inhaltlich antworten wollen, mit an der Kurve rangehen, die noch eine proper Diskussion an dem dorten Dossier möglich machen. Ein zweiten Dossier lei Freundinnen und Freunde, die mich schon seit 15 Jahren wirklich geheit, das Pensionen. Froh, weil das ist froh. Froh, die sich stellt, wie bringen wir es fertig? Der Generationenkontrakt, ob den als Pensionssysteme abgebaut sind. Wie können wir den in Zukunft erhalten? Wie können wir ein System, den um Krieg geboren ist, an enger verblutter Generation, wo neu gefangen gehen ist, wo ganz lang keine Pensionen bezahlt sind, wo ganz viele Leute heute zuletzt sich an den 50er und den 60er Jahren, die wir an das System herangeschafft haben. Wie können wir ein System, das lower Maturität ist? Ein System, wo immer mehr ältere Leute gehen an unserer Gesellschaft. Wie können wir den aufrechterhalten als ein Grundfundament, ohne dass wir die zukünftige Generation, die heute 20, 25 Jahre haben, und die Eis müssen als unserer Generation nach 15 und 20 Jahren Pension bezahlen, an eine Situation zu bringen, dass sie nicht mehr können oder das nicht mehr wollen machen. Nicht mehr wollen und nicht mehr können, also an diesem Dossier ganz nah bei ihnen. Wir bezahlen heute 24% Kotisation, 8% auf drei Schülerinnen abgedeelt. Wir wissen aber, dass man den Einzelnen von uns misst für seine eigene Pension kotisieren. Dass wir zwischen 40 und 45% von unserem Lohn müssten weglassen, für an der Situation zu sein. Könnt ihr ihr Freundinnen und Freunde eng Sekunden vorstellen, auf 15 oder an 20 Jahren, dass wir den Jungen von dann sagen, die lässt 14-15% von ihrer Pai los dort zurück. Der Betrieber sagen, der muss 15% von der Pai nach einmal drauflegen, an der Staat, der schon am Desequiliber ist, weil wir haben die höchste Fiskalisation von dem Sektor in ganz Europa, dem sind Partizipation, die gibt man von 8 oder 15% herabsetzen, da wären dummer dann nicht mehr an mehr einer Politikfelder, die man auch müssen bedingen, nach zu bedingen, weil das ist die Konsequenz, die ist dann fin de compte dann matze streichst. Das ist nicht, dass du nicht gibst so, wir gehen nicht auf 15% drauf, mit das an einer Welt, die am Gangen ist zu ändern, bringst dich an eine Situation, dass du einer Politikfelder dem Moment, die überhaupt nicht mehr kannst, bestellen. Und die Antwort kann nicht ja sein. Die Antwort kann nicht sein, dass da gesagt wird, wir wollen bleiben, was wir sind, wir wollen behalten, was wir haben. Weil diese Generation, die gibt nach behalten. Und da könnt irgendwann den Tsunami, und die nächste Generation steht da mit eidlen Händen. Und die nächste Generation, die wird uns das sagen. Wir lauscht die Damen und die Herren, wir haben aber 40 Jahre kotisiert, für auch eine Pension zu kriegen. Wir haben nicht kotisiert 40 Jahre, für keine Pension zu kriegen. Und das ist schon die Diskrepanz zwischen dem Repartitionssystem und dem Kapitalisierungssystem, dass wir an einer purer Repartition sind.
mit das Leute aber der Meinung sind, dass an einem Kapitalisierungssystem auf Ende kommt, kotiséieren, weil sie davon ausgehen, dass die Kotisationen, die sie heute abbezahlen, dass das Pensionen sind, die sie kriegen. Und dafür muss etwas geschehen. Ich verstehe überhaupt nicht, ich verstehe es wirklich nicht, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, dass an dem dritten Domain nichts kann geschehen. Wir haben eine Analyse gemacht vom Projet de Loi von der Regierung, wir haben viel darüber diskutiert. Ich will nicht so den Hai stimmt Reform. So nicht so direkt, für weiter das stimmen. Es gibt eine ganze Reihe von ganz positive Sachen, die an der Reform von der Regierung dran sind. Positiv gesehen ist zum Beispiel, weil dazu letztlich überhaupt nicht evident ist, dass durch die Mesuren, die am Projet de Loi dran sind, wir zwischen 5 und 7 Jahren, je nachdem, wie eine treffend mehr Sput kriegen, für am Anfang die Decisionen zu holen, die noch müssen geholt werden. Das ist eine Verlagerung um 5 bis 7 Jahre von der Problematik noch handeln. Das geht viele von uns nicht durch. Die Alternative ist, wollen wir das nicht, kriegen wir vielleicht nicht. Lieber 5 bis 7 Jahre an diesem Moment mal schon holen, wie sie noch nicht kriegen. Und den zweiten größten Avantage, den wir gesehen haben, dass an der Reform eine Reihe von Mesuren draufstehen, die dem Regierenden von dann wesentlich mehr sehr wert erleben, für die Decisionen zu holen, die notwendig sind, wenn das System wirklich nicht mehr geht. Das ist eine Verbesserung am Niveau von den Möglichkeiten für zu intervenieren. Schon im Kongress hat CSJ gesagt, und da kriegt er mich auch nicht davon auf, wirklich nicht, hat mir ein ganz Reihe Leute an der Partei, musste man dann aber warten, bis Kant am Pötz leidet. Oder musste man nicht an einem konstruktiven Gespräch, auch mal Minister, dafür sorgen, dass ihn aber nach den einen oder den anderen Mechanismus abbaut, die eine und die andere Brems abbaut, für am Vielfalt vom Pötz. Weil da geht es schwer, für die Kant nach zu retten, die eine oder die andere Moment anzuschalten, wo ich noch ein Weich kann anstellen, wo ich ein Dibbelchen kann das organisieren. Können wir uns in der Diskussion widersetzen, für über eine Reihe von Parametern zu diskutieren, über die wir müssen diskutieren, wenn wir an eine Richtung wollen gehen, und ich meine, dass wir nicht da Lernst kommen, an die Richtung zu gehen, dass wir als das ganze Pensionssystem wesentlich mehr kompakt, wesentlich mehr sozial, aber wesentlich mehr ausgerichtet auf die Leute, die auf der untersten Lohnskala ihr ganz Leben geschafft haben, gehen. CSJ hat eine konkrete Proposition gemacht auf ihrem Kongress. Und dafür soll ich der CSJ merci, weil da wäre das darüber zu diskutieren. Da will ich nicht gesagt kriegen, da hat also die Parteien ist am Gangen, mit muss der letzte Bayer Löser auch abdelen, dass sie über verschiedene Sachen auch für die Zukunft muss können diskutieren. Wir haben Anfang der 90er Jahren den Plafond kotisable von 4 auf 5 Mal den Mindestlohn gehackt, aus der Gewissheit von dem Molz. Aus der Diskrepanz, die auch am Gange war zu entstehen, aus den Pensionen, Privatsektor an öffentlichen Dienst. Anfang der 90er Jahre. Das Problem, das wir Ende der 90er Jahre löserlos am Gange waren, geändert zu haben durch als Reform, zu der ich übrigens Parenthese opfel sollen, dass sie schon 13 Jahre am Laufen ist. Das heißt, ein Drittel vom W haben wir schon Rodais an der Reform von dem Molz. Wir haben mal gesehen, dass wir 1000% implicit liabilities haben. Wenn man gesehen, 1000%, das sieht ja keine Mensch etwas, wenn die 40 Milliarden Bruttosozialprodukt hat, das sind 1000% 400 Milliarden. 400 Milliarden, ich weiß, das sind 16.000 Milliarden, nee, 4.000, ja, 16.000 Milliarden Lützebauer Franken. 16.000 Milliarden Lützebauer Franken als das, was wir von Experten aus Europa raus bei sind durchgelöst kriegen, was wir die nächsten 25 bis 30 Jahre bei Politik konstant, wenn sich nichts ändert, wenn man also wie dort rüscht, den Kap an den Sand stierchen und einfach so, und es kann nichts geschehen, ob den Durch müssen lehen. Und da stellt sich vor, Holländer haben sich auf ihren 10 oder 15 Jahre gestaltet, muss man nicht auf das Pensionssystem kommen, die wesentlich mehr innen an der Breit schafft, an denen Leute, die eben mehr komfortable Revenuen und Möglichkeit gehen, für die über Zusatzpensionen und so weiter zu finanzieren. Wobei auch Zusatzpensionen keine Heilmittel sind.
weil Zusatzpensionen auch müssen und wirtschaftliche Entwicklung gebunden sind, weil auch Rentenfonds, die mussten sich finanzieren, die mussten à long terme für die Leute können die Suen her nur zu bezahlen, mussten sie mal Marché gehen. In Amerika hat ja gesagt, wenn sie nicht mehr am Marché sind, wie sehr dann mit den Pensionen von den Leuten aus. Aber wenn wir die Leute weiter viel gaukeln, und ich gesehen habe, besonders an der Tranche zwischen den Leuten, die zwischen 4 und 5 Mal den Mindestlohn bezahlen, wenn ihr die Tüte guckt, da gesagt dass es der Quartil ist, den am teuersten am Pensionsregime ist. Das ist den teuersten Teil. Aber wir wollen innen auf der Basis, der breiter Masse von den Leuten hier Pension garantieren. Ich muss auch Löser an den Weg gehen, wo man den Leuten an den ewigen Gehaltskategorien soen. Und hauptsächlich mal angefangen bei denen, die recht mehr an den Arbeitsmarkt herantreten. Das aus der Gemeinschaft bis auf ein gewisses Maximum nach können kriegen und dass sie dünner Recht von ihrer Karriere müssen gucken, dass sie den Rest für sich selber organisieren. Machen wir die Erfahrung nicht, wo wir den breiten Schülerinnen mehr zumuten an die Schwerschülerinnen entlasten. Werden wir an den nächsten Jahren und Jahrzehnten an ein System rankommen, das nicht mehr zu finanzieren ist. An der letzten Wort zu den Pensionen. Jean-Claude hat es gesagt, ich will das ein Kehr wiederholen. Die Pensionsreform basiert auf einem Wachstum von 3% Jahr und auf einer Augmentation von 1,5% von den Arbeitsplätzen pro Jahr über die nächsten 30 Jahre. 1,5% Arbeitsplätze oder als nicht viel. Das sind 6.000 Leute Jahr, wenn wir 400.000 Beschäftigte haben. Das sind aber schon 7.500 Leute Jahr, wenn wir 500.000 Beschäftigte an diesem Land haben. Das ist also eine Zahl, die mit der Wurzel der Zahl von Leuten, die an den Arbeitsprozess herantreten, sich selber nicht mehr groß möchte. An 3% Wurzel, an 1% mehr Arbeitsplätze. Das bedeutet, dass wir nicht mehr am Lützeburg sind von 700.000. Und das bedeutet für allem, dass wir am Niveau von der Landesplanung und von der Gemengeplanung musste, wenn das ist, was wir gerne hätten, nicht zweispurig können fahren. Wir können nicht auf der einen Seite so, wir hätten gerne Pensionen basiert auf so ein System, und auf der anderen Seite so, an der Landesplanung und an der Gemengeplanung darf nichts sich ändern, es darf kein Straße beikommen, es darf kein Zug beigesetzt gehen, es muss alles bleiben, wie es ist. Wir müssen wissen, dass wenn wir auf den toten Weg gehen, und das geht, weil Saarland hat gewissen, dass es geht, die haben doppelt so viele Leute auf denselben Quadratkilometer wohnen, wie wir sie haben, nämlich 1 Million, und wir haben da 1,5. Aber wir müssen ganz genau wissen, dass wenn wir die Pensionsreform stimmen, dass wir dem Landesplanungsminister an den Gemengen mehr Kompetenz, mehr Responsabilität müssen gehen an den nächsten Jahren für die Voraussetzungen zu schaffen, Wohnungsbau, an den Straßen, am Verkehr, am Logement, an den Spitälern und so weiter, für uns dann auf das tote Land zu präparieren. Aber wenn wir das nicht wollen, scheieren der Jocht die so, wir wollen dann, muss man die Wurst haben. Hey, das ist gut an. Muss man die Wurst haben. Wir müssen es nicht tun. Ich weiß nicht mal, ob wir es kriegen. Wenn wir es gerne hätten. Das ist eine Hypothese, wo wir gerne etwas hätten. Wir wollen aber die Leute heute zu Lützeburg sich durchsetzen, die der Meinung sind, dass man das Tote nicht mal wollen. Da geht es nicht mehr dafür, über Geringzüge zu schwätzen. Da muss ich noch die Leute reden und Gesicht gucken, das muss ich so. Und das heißt aber auch, dass an der dritten Teil von der Politik, an dem dritten Teil von der Politik, an dem dritten Teil von der Politik es nicht mehr kann so viel gehen, wie es ist. Und dazu gehört das Pensionssystem. Das ist also nicht das eine an das andere. Das ist nicht für die schönen Menschen, sich permanent zu machen. Ich muss ja wissen, dass wenn den A sieht, dass das für der weiß, wie man zu Lützeburg zusammen leben, auch B dem Moment herrscht. Und mein letztes Sujet, die Damen und die Herren, liefern, das ist das Budget. Das ist den Equiliber, den wir an den Staatsfinanzen müssen rankriegen. Das ist das nächste Dossier, wo dann der Minister von uns ist. Das nächste Dossier, so nicht, wo der Minister ist von uns. Und ich erwarte mir von unserem Koalitionspartner dieselbe responsablen Umgang mit dem Minister von der CSV, wenn es darum geht, Probleme, die sich an der Ressorts von der CSV für die Zukunft von unserem Land stellen, wie die da weiß, wie wir mit ihnen umgehen. Ich erwarte mir das. Als Präsident von der CSV. Und ich muss sagen, dass in den letzten Wochen
an den letzten Wochen über die Erderweise verschiedene Leute mit als Finanzminister umgesprungen sind, weil der Mann sich getraut hat, ein paar Fragen zu stellen. Ob einem Panel von 400 Leuten, ich schon tritt vom Glück gelesen. Ich weiß, wen nicht gesagt hat, und ich weiß, wer gesagt hat. Und ich verdrohe nicht einfach nicht, und wir verdrohen nicht einfach nicht, dass wir in den nächsten Wochen an einer Situation weiterkommen, dass all Chaos von an dem doten Dossier eng Idee auf den Tisch bringt, weil wir müssen viel Ideen auf den Tisch bringen, für 1 Milliarde Euro zu spuren. Von all Chaos von eng Idee auf den Tisch bringt, wie ihr kennt, an eine Diskussion kommen, für ein Problem zu lesen, gesagt wird, den ist nicht sozial, das sind Antisozialen, das sind Böse. CSV hat ein S an ihrer Partei stehen, wie andere Parteien auch an diesem Land. Wir sind nicht Männer sozial wie andere. Wir müssen aber Gebot, das müssen wir zu Lützeburg nicht lehren, dass wir können nicht mehr so ausgehen, wie wir verdienen. Wir können kurzfristig können wir mehr so ausgehen, wir können so lehnen, mit daraus einen Dauerzustand zu machen, bringt uns an Situationen von Ländern, wo wir dieser Tag, an dieser Woche, an diesem Moment aber wirklich gesehen, was diese Leute müssen undoen, weil sie an den Momenten, wo sie hätten müssen reagieren, nicht reagiert haben. Und ich freue mich, schläft delegiert. Will das? Will an eine Situation kommen, wo wir als nächstes die Kabel an den Sand stechen, wo wir so, wir packen nicht nach 3 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahren, an denen der Finanzminister, als den der Staatsminister, als 5 oder 6 Jahren, die muss dann die Mesuren holen, höchstwahrscheinlich die anderen holen. Wenn wir auf der einen Seite sagen, wir wollen den Griechen helfen, und wir müssen den Griechen helfen, an die Italiener, wie Salgo den Herr so nicht ist, wir müssen noch Eis helfen. Wir müssen noch Eis helfen, dass man in eine Situation kommen, dass man nicht an die Situation kommen, wo andere Eis müssen helfen, weil ich fertig, wenn wir bis da sind, dann ist kein do für Eis zu helfen. Und das ist die größte Differenz zwischen den Ländern, die da sind, an unserer möglicher Situation. Und wir können, und wir wollen, auch nicht der Bewegung, wie der Parteipräsident von der LSAP das Woche nach an der Chambre nicht definiert hat. Für zu sagen, die armen Griechen, die haben so viel gelitten, was juristisch ist, sodass wir zu Lützeburg nichts sollen machen. Wir sollen für den Konsum antreten, wir sollen weiterführen an der Verschuldung, sollen wir weiterführen, weil die Griechen, die haben am Anfang ja schon genug gelitten. Ich meine, so eine Argumentation, die sich mir am Anfang als eine wirtschaftliche These durchstellt, von der Relance par la Demande an der Keynes, großen Ökonomist, hat an 30er Jahren die Politik hier in Amerika erfunden, für über die Demande, das heißt über die Konsumation, zu einer Urkurbelung von der Offer zu kommen, das heißt von der Produktion. Die hört sich aber an den 80 Jahren durch noch, hat die Theorie sich nie mehr wie ein Jahr oder 1,5 Jahre hat sie sich gehalten. Weil eine permanente Politik, die auf den Puff abgebaut ist, eine permanente Politik, die darauf abgebaut ist, jetzt zu sagen, da lehnen wir. Wir lauschen die Damen und die Herren, die suchen, die wir lehnen als Staat. Das sind eher Suchen. Das sind eher Suchen vom Jahr 2016, vom Jahr 2017, vom Jahr 2018, vom Jahr 2019. Weil die Suchen müssen zurückbezahlt gehen. Mit Zins und Zinseszins, wie der Jangemach gesagt hat, an der Zeit, wo jener Stung antreten am Namen von der Partei gemacht hat. Also, die wir Haut lehnen, die muss man nur zurückbezahlen, und zwar nicht dieselbe Su, mit der Su plus nach irgendetwas dabei. Und dafür müssen wir, und dafür werden wir den Staatsminister unterstützen als seine Betriebe, als seine Bestreben, und dafür müssen und werden wir auch als Finanzminister dabei unterstützen, für an eine Situation zu kommen, die in Equiliber bringt. Wir sind ein Land, und da man da einen Job, wir sind ein Land, das extrem aufhängig ist von engem Wirtschaftszweig. Und der Wirtschaftszweig riskiert nicht an den nächsten Jahren mehr ergiebig zu gehen. Wir haben aber von dem Wirtschaftszweig ganz gut gelebt heute zu Lützeburg. Wir haben eine Politik aufgebaut, die eben der kontinuierliche Wachstum von der Banken nach Finanzplatz sich angestaltet hat. Und wir müssen am dem Sinn eine Konsolidierung zu machen. Eine Konsolidierung zu machen, an dem wir so, wir wollen den Leuten nicht die Wäsche holen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir
dat Gesamt so ëmschëlleren op die Einzelschëllerenheit zu Lützeburg, dass all Schëller se kann drohen, an dass dat größt Schëff, wat Lützeburg ass, den Dampfer, den Luxusdampfer, dass de weiter kann fuhren. Wir sind ein größt Schëff, wat ich gern am Dewe Meer het. Et sind an den letzten Main Leiit, die uns gewissen, dat wann den Deckschëff ganz no eng Insel bringt. Also ich stoff hier auch nach mat Hallo bedanke leist, dass so no ruf wird, dat die Äner können an Gesicht gucken, dat irgend van eng Käier an engem Riff endigt. An dat endigt an engem Riff, der so brutal ist, dat Schëff innerhalb von kürzester Zeit Reck leiit. Wir wollen als Partei net hin. Wir wollten als Partei nie an die Richtung gehen. Wir sind Partei, die muss, weil man die Responsabilität an der Geschichte von unserer Partei haben, die dote Sache schëlleren, Herr Staatsminister, Herr Finanzminister, liebe Kollegen an der Regierung, Partei als Hanadech, wenn man an dem Weg gehen, an dem Sinn. Vielmals merci, aber geht doch Kampagne an der Partei las, Ziel 2014, Chamberswahlen, so nicht merci.